Moinsen, ihr Leichtmatrosen! Etwas durch die Blume sagen. Hä? Was? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Warum eigentlich? Genau, warum sagt man eigentlich irgendwas durch die Blume? Die Antwort darauf ist eigentlich ganz einfach und klingt sogar noch logisch. Wenn man etwas durch die Blume sagt, dann deutet man etwas nur an und sagt es nicht direkt. Hier ein Beispiel. Wer kennt das nicht? Man hat spät abends noch Gäste und möchte eigentlich viel lieber ins Bett, weil man hundemüde ist. Und ja, man guckt zwischendurch auf die Uhr und sagt, boah, so spät ist das schon. Oder man gähnt. Oder man fragt die Leute, oh, müsst ihr morgen früh auch so früh raus? Und das alles sind Sachen, die man durch die Blume sagt. Also man deutet etwas nur an, man sagt nicht direkt, ja, ich möchte jetzt ins Bett, könnt ihr nach Hause gehen. Und woher kommt das Ganze jetzt? Wenn wir jetzt die Zeit zurückspulen und im 18. Jahrhundert angelangt sind, werden wir schnell merken, dass es dort eine Blumensprache gab. Und was genau ist jetzt diese Blumensprache? Jede Blume hatte zu dieser Zeit ihre eigene Bedeutung, die auch noch von Farbe, Zustand und Anzahl abhängig waren. So wurde zum Beispiel aus einem Blumenstrauß ein ganzer Brief. Gibt es denn die Blumensprache heutzutage auch noch? Jein, zumindest nicht in der Form. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Mann einer Frau eine rote Rose überreicht, dann wissen wir natürlich alle, was das zu bedeuten hat. Früher zum Beispiel haben die Frauen den Männern eine Kornblume geschenkt, wenn sie die Liebe nicht erwidern konnten. Das würde heute allerdings ganz anders aussehen. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das doch einfach durch einen Daumen nach oben oder schreibt mir irgendwas Nettes in die Kommentare. Und wenn ihr sowas öfters sehen wollt, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann dürft ihr auch gerne das tun. Ich sag tschüss und bevor ich es wieder vergesse, hier oben geht's zum letzten Video und hier zum vorletzten Video. Wir sehen uns Samstag wieder oder Mittwoch, je nachdem welche Videos ihr von mir guckt. Und dann würde ich sagen, tschüss!